Das Neue Volkstheater im Münchner Schlachthofviertel. Gleich nebenan, als Teil des Theaters, befindet sich das Restaurant Schmock. Florian Gleibs ist dort der Wirt. Sein Lokal ist israelisch und seine Crew ein bunter Haufen. So, jetzt, bitteschön. Kommen Sie, kommen Sie. Das ist die Küche. Das ist meine Geheimwaffe, der Ibrahim Bobo. Dieser Mann hat mir schon so auf den Arsch gerettet, weil er immer da war. Beste Geheimwaffe hier. Da vorne, das ist der Mike, das ist unser einziger Bio-Deutsche, den wir hier haben. Auch ein bisschen verrückt, deswegen passt er zu uns. Ja. Das ist der Sabri. Früher haben wir bei ihm gearbeitet, er kommt aus Ägypten, da haben wir seine Pyramiden gebaut. Ja. Und wo ist der Rahmat? Da kommt die Antwort auf Richard Gere. Mein afghanischer, der schaut wie der alte Omar Sharif schaut er aus. Er ist sehr schön, schau her. Ah. Ich liebe die Arabische Liga. Vielen Dank. Ohne die würde ja gar nichts gehen. Fast alle hier sind aus dem Nahen Osten. Koch Ibrahim ist Palästinenser. Ihre gemeinsame Sprache ist Hebräisch. Grundsätzlich hat ja kein Mensch, der hier ist, ja ein Problem mit dem anderen. Das ist ja alles total alberner Blödsinn. Alle arbeiten, alle sind froh, dass sie ja dann doch am Ende des Tages aus derselben Region irgendwie kommen. Ja, hast ja auch, weißt du, wenn einer vom Haarhaus und einer aus Giesing zusammentreffen, im Ausland verstehen sie sich gut und hier hassen sie sich vielleicht. Also es ist wirklich so, das ist denen hier scheißegal. Florian Gleibs stammt aus einer bunt gemischten jüdischen Familie. Der Vater Deutscher, die Mutter aus Bagdad, die Verwandtschaft lebt in Israel. Ich war natürlich hier, wir haben ein bisschen in Athen gewohnt, ich war auch eine Zeit lang in Israel in der Schule und sonst eigentlich hier im Sendlinger Scherbenviertel, was jetzt kein Scherbenviertel mehr ist. Ja, da bin ich aufgewachsen. Schon mit 16 startet er ins Berufsleben. Ja, also mit Schule wirklich hatte ich es nicht. Ich habe, glaube ich, meinen letzten Schulabschluss mit 7 oder sowas. Ja, das letzte abgeschlossene Zeugnis. Und dann, klar, wenn man nicht viel gelernt hat, dann muss man halt in die Gastronomie gehen. Das ging auch sehr schnell, weil man hat schnell Geld bekommen, hat viele nette Mädchen kennengelernt. Man musste auch nicht wirklich viel können. Das war genau meine Jobbeschreibung. 1999 eröffnet er das Restaurant Schmock in der Maxvorstadt. Israelisch, stylisch, hip. Ein Stück Tel Aviv in München. Ja, das war halt cool, das gab's halt noch nicht. Und weißt du, wie es ist auf der Welt, wenn es was wo nicht gibt, dann will man hingehen. Neu ist auch sein unkonventioneller Umgang mit den Symbolen jüdischer Kultur und Religion. Besonderes Aufsehen erregt Florian Gleibs schon damals mit provokanten Plakaten, die er eigens für sein Restaurant gestalten und drucken lässt. So wie dieses mit dem Slogan „Deutsche feiert bei Juden“. Da ging es um diese erste Anti-Juden-Kampagne, die es so gab, ja, im Dritten Reich. Dann haben wir uns gesagt, das können wir natürlich auch umgedreht machen. Und dann haben die da so lange rumgetüftelt, bis uns das irgendwie entsprungen ist hier. Wir sagen, Mensch, können die doch bei uns feiern und essen gehen. Das fanden wir irgendwie sehr amüsant. Das hat aber für sehr viel Ärger gesorgt, was wir nachhaltig zwar verstanden haben, aber auch irgendwie ist es ein bisschen sehr humorlos gewesen. Ein Fund aus dem Internet. Death to all Jews. Also Saft. Nicht alle Araber mögen uns, aber das gab es vorher schon, das haben wir nur gerahmt. Das fanden wir wegen dem Schreibfehler sehr amüsant. Aber man muss schon auch Scherzchen machen dürfen. Also das ist halt so ein klassischer Scherz hier, einfach Death to all Jews. Das kann man schon mal machen. Das ist schon lustig. Ja. Besucht uns, ehe wir euch besuchen. Mit Satire und Humor gegen Vorurteile und das verkrampfte Verhältnis zwischen Juden und Nichtjuden. Florian Gleibs Botschaft an beide Seiten: Macht euch locker. Ich will ja, dass die Leute darüber reden und ich will, dass die Leute schmunzeln und ich will, dass die Leute sagen, ja, geht oder geht gar nicht oder was hast du dir dabei gedacht? Es ist ja ganz klar, dass man das will. Und dann redet man auch mit den Leuten. Viele verstehen, manche verstehen es gar nicht. Manche verlassen wutentbranntes Lokal, weil sie das unverschämt finden, was auch gut ist. Dann hätte er sowieso nicht zu uns gepasst. Aber mehr bleiben, als dass sie es blöd finden. Darum ging es ja eigentlich mit dieser ganzen Sache. Einfach mal mit Spaß an die Sache ranzugehen. Mit Essen und Spaß ist so der Schlüssel meiner Meinung nach für Verbrüderung, Liebe und Harmonie. Ja.
Manchmal aber bleibt die Liebe aus. 2016 macht er den Schmock dicht. Zu groß sind die Anfeindungen gegen das israelische Restaurant. 2014 haben wir ja haben wir Krieg gehabt in Israel und dann wurden wir natürlich schon so ein bisschen in schönes deutsches Wort, in Sippenhaft genommen. Und es wurde dann sehr viel diskutiert und warum und weshalb. Und dann haben die Leute Angst gehabt, die zu uns kommen. Also es wurde geschmiert, es wurde gekratzt und das hat sich alles nicht mehr so gut angefühlt. Und ich war ja da auch echt alleine. Augustenstraße, alleine, ein Laden. Dann fährt öfters mal die Polizei vorbei und denkst dir, was willst du eigentlich nur Gastronomie machen? Wir wollen hier Falafel verkaufen. Und das ist schwierig gewesen. Und dann hat man keinen Bock mehr. Mit dem alten Namen will er am neuen Ort wieder durchstarten. Unterstützung gibt's von Christian Stückel. Der Intendant des Volkstheaters engagiert sich seit langem gegen Rassismus und für den Zusammenhalt der Konfessionen. Er hat auch die Passionsspiele in Oberammergau erfolgreich von antisemitischem Ballast befreit. Und kommt mit seinem Wirt bestens aus. Den hat er schon am Alten Volkstheater die Gastronomie übernehmen lassen. Ja, gell? Das ist auch so in deinem Sinne. Das wollte ich dir noch fragen. Freitag und Sonntag. Mit Gleibs ist er sich einig. Das Verhältnis zwischen Juden und Nichtjuden muss entkrampft werden. Ich finde, dass er selber einen ziemlich guten Umgang damit hat. Also, dass er einfach sagt, wir können da nicht jammern und klagen oder was weiß ich, sondern dass er einfach sagt, ich habe einen Umgang damit. Also, manchmal, wenn ich dann seinen Jutebeutel sehe, dann denke ich, darf man das? Aber man darf es, also man kann es machen. Und ja, also ich glaube, dass das der Geist stimmt. Aber das betrifft jetzt nicht nur jüdisch-christliches, sondern das betrifft muslimisch, das betrifft also eigentlich einen diversen Laden haben. Also einfach, wo alles möglich ist, wo jeder möglich ist, wo jeder darin willkommen ist. Und das sollte schon der Geist sein. Also dass man merkt, wir kennen alle miteinander. Und dieser Geist fängt eben schon in der Küche an. Dort können alle miteinander. Das ist mein geliebter Feind, ist das. Hier, Schabbes. Das Rezept ist einfach: Humor und die Liebe zu den Zutaten des Nahen Ostens. Sie sind froh, dass Sie hier noch ein bisschen das kochen können, was Sie auch von zu Hause kennen. Das ist ja ein bisschen Heimatkochen für Sie. Und das gefällt Ihnen halt gut. Ich meine, es gibt, wenn du in einem bayerischen Laden arbeitest und als Moslem die ganze Zeit Schweinebraten runterschneiden musst, für Sie halt auch irgendwie ein bisschen langweilig. Vielleicht ist es hier besser. Schmock heißt übrigens Dummkopf. Selbstironie ist auch eine Kunst.